SRF Audio. Es ist heiß. Sehr heiß. Die Hitze, die ist doch außergewöhnlich. Die ist gar nicht normal, die ist wirklich extrem. Die Tatsache, dass wir grundsätzlich schon mal von Temperaturen über 35 Grad sprechen, ist alleine schon sehr speziell, sagt Gaudenz Fluri von SRF Meteo. Nun sprechen wir aber nicht nur von 1 oder 2 Tagen mit Temperaturen von über 35 Grad. Es gibt wahrscheinlich 5, 6 oder sogar 7 Tage mit diesen Höchstwerten. Das ist wirklich extrem. Da kommt also etwas auf uns zu. Was das bedeutet, wie viel heißer es jetzt noch werden wird, wem die Hitze zu schaffen macht und wer davon profitiert, das ist News Plus. Mein Name ist Salvador Atassoy. Die Hitze, sie ist das Talkabout überall. Bei uns auf der News Plus Redaktion, aber auch bei den Kollegen von SRF Meteo. Das ist natürlich auch ein Smalltalk-Thema bei uns, nicht nur ein Smalltalk-Thema, es ist sogar ein wichtiges Thema, denn unser Gefrierfach wurde bereits wieder mit Glasse aufgefüllt und dann ist es natürlich nicht nur ein Smalltalk-Thema, aber auch bei uns ist so, die einen, die mögen es, die anderen, die jammern, wie alle anderen eigentlich auch. Kann man das erklären, warum es so heiß ist? Es sind meistens 3 Sachen, die da mitspielen. Das eine ist einfach die Sonne, die aufheizt. Der zweite Teil ist die sogenannte Subsidenz, also das Absinken. Unter einem extremen Hochdruckgebiet sinkt die Luft ab, wird zusammengedrückt. Wenn Luft zusammengedrückt wird, dann wird sie wärmer. Und der dritte Teil, der ist mal mehr, mal weniger, ist einfach, es kommt heißere Luft von zum Beispiel Südwesten zu uns heran. Was heißt das für die nächsten Tage? Wird es so heiß bleiben, vielleicht sogar noch heißer werden? Es wird noch ein Tick heißer werden. Wir sprechen da in den nächsten Tagen in tiefen Lagen viererorts von Temperaturen zwischen 32 und rund 37 Grad. Stellenweise kann es sogar noch ein bisschen heißer werden. Die Hitze, sie ist das Thema Nummer 1. Es wäre ein perfekter Tag am Meer. Alle fahren runter mit dem Tempo, alle haben heiß, alle reden drüber. Im Büro, im Tram, aber auch in den Mails und Reaktionen, die wir bei SRF derzeit kriegen. Hey, ich weiss gar nicht, was ihr habt. Es ist doch herrlich. Man kann sich ja überall abkühlen, wenn man will. Und außerdem habe ich so eine Theorie. Die jammern wegen der Hitze, die jammern doch auch, wenn es mal 3 Tage durchschifft. Oder im Winter, wenn es so lange kalt ist. Hauptsache, sie haben etwas zu jammern. Nur ganz so simpel ist es eben doch nicht, denn tatsächlich kennt die Hitze Gewinner, wie etwa die Buddies oder Glasseverkäufer. Ja, es ist natürlich, sobald die Temperaturen steigen, steigt auch die Lust auf Glasse. Gerade besonders an heißen Tagen merken wir einfach deutlich, dass in den Verkaufszahlen die Menschen suchen nach einer kleinen Erfrischung und einfach nach einem guten Genussmoment. Sagt Silvia Gallo-Stern, Leiterin Marketing und Kommunikation bei der Gesellschaft für Arbeit und Wohnen. Zu ihnen gehört nämlich die Glasse-Marke Gasparini. Die Glasse-Branche gehört also klar zu den Gewinnern bei dieser Hitze, aber dann gibt es eben auch diejenigen, denen die Hitze zu schaffen macht. Ein Beispiel: Schülerinnen und Schüler, die bei der Hitze im Schulzimmer sitzen müssen und Prüfungen schreiben. Denn hitzefrei kann es zwar geben, aber es gibt hier keinen Automatismus, wie Yves Brechbühler, Sprecher der Bildungsdirektion des Kantons Bern, auf Anfrage des Regionaljournals sagt. Obergrenze oder eine eindeutige Temperaturangabe oder auch hitzefrei, das gibt es im Kanton Bern wie in allen anderen Kantonen so nicht. Wir haben aber schon seit vielen Jahren diverse Massnahmen, die wir den Schulen empfehlen, die sie auch frei einführen und umsetzen können, je nachdem, was bei ihnen vor Ort nötig ist, je nachdem, wie heiß es ist bei ihnen in den Klassenzimmer. Und Achtung, wusstet ihr, dass es früher tatsächlich mal Hitzeferien gab in der Schweiz? Es wurde allerdings schon vor rund 20 Jahren abgeschafft. Das heißt, Lehrpersonen dürfen nicht einfach Kinder nach Hause schicken, nur weil es zu heiß ist zum Lernen. Es gibt Möglichkeiten, vielleicht, dass man von aussen unterrichten kann, in einem Park, unter Bäumen, irgendwo am Schatten. Und man kann auch die Leistungsanforderungen an die Schülerinnen und Schüler ein bisschen reduzieren, indem man zum Beispiel sagt, man tut nicht in der heißesten Phase vom Tag oder am heißesten Tag Prüfungen ansetzen oder spezielle Tests anordnen und selbstorganisiertes Lernen noch mehr ermöglichen. Die Hitze ist aber nicht nur für Schulen ein Problem, sondern eigentlich für uns alle. Unsere Körper reagieren
stark auf Hitze. Das wird immer klarer. Das ist Katrin Zöfel aus der SRF Wissenschaftsredaktion. Im Extremfall führt es zum sogenannten Hitzeschock, aber viel häufiger entsteht ein Schaden, weil Menschen vorbelastet sind, etwa die Lunge oder das Herz krank sind. Atemwegs- oder Herz-Kreislauf-Erkrankungen sind die häufigsten Todesursachen bei Hitzeopfern. Aber auch Menschen mit Diabetes, Nierenkrankheiten oder neurologischen Erkrankungen wie Demenz oder Multiple Sklerose erleben, dass sich ihre Symptome verschlimmern. Insgesamt gehört Hitze heute neben Luftschadstoffen zu den wichtigsten umweltbedingten Gesundheitsrisiken weltweit. Besonders betroffen sind also Menschen, die gesundheitlich belastet sind. Aber dass es heiß ist, das spüren eben alle. Wir verlieren alle an Leistungsfähigkeit, wenn es heiß ist. Der Schlaf ist teils empfindlich gestört, wir können uns schlechter konzentrieren. Das summiert sich. Wenn unser Körper mit Hitze klarkommen muss, beschäftigt ihn das stark. Es bleibt weniger Kraft und Energie für anderes übrig. Was hilft, sind altbekannte Rezepte, unter anderem genügend Flüssigkeit. Noch ein sehr spannendes, finde ich, Detail zum Trinken. Es war mir auch neu. Inzwischen schätzen Mediziner, dass der Körper bei hohen Temperaturen, auch wenn man gar nicht viel tut, pro Stunde 0,5 bis 0,7 Liter Flüssigkeit über Schweiß verliert. Das merkt man oft kaum. Und das heißt, alle 20 bis 30 Minuten 0,2 Liter trinken, das ist angemessen und das durchgehend, solange es heiß ist. Und ansonsten eben Hitze meiden, wo es geht, kühle Räume aufsuchen, luftige Kleidung tragen und sich langsam an die Hitze gewöhnen. Der Körper kann sich ein Stück weit anpassen, auch das ist inzwischen gut belegt, aber eben nur ein Stück weit und es braucht Zeit. Die Hitze macht aber nicht nur den Menschen zu schaffen, sondern auch der Natur und beispielsweise unserer Landwirtschaft. Viele Pflanzen befinden sich jetzt im vollen Wachstum. Kartoffeln zum Beispiel bilden jetzt die jungen Kartoffeln aus. Der Ansatz der Knollen wird entwickelt und wenn das sehr früh stattfindet, dann hat das schon einen erheblichen Einfluss. Das ist David Brucker vom Schweizer Bauernverband. Ich war heute noch kurz auf der nationalen Trockenheitsplattform des Bundes. Dort sieht man bereits, wie die Hitze den Boden austrocknet. Etwa im Berner Mittelland, im Goms oder im nördlichen Wallis gilt bereits die höchste Trockenheitsstufe. Weitere Gebiete werden in den kommenden Tagen wohl noch folgen. Und wenn wir schon bei den nationalen Plattformen sind, da gibt es auch die nationale Plattform für Wassertemperaturprognosen der Fließgewässer. Und auch hier sieht man, viele Flussabschnitte sind schon deutlich wärmer als 20 Grad, was etwa den Fischen zu schaffen macht. Denn je nach Art ist beispielsweise die Schwimmfähigkeit bei Wärme schon schnell beeinträchtigt, was wiederum verhindert, dass sich die Fische in Sicherheit bringen können. Und je wärmer die Gewässer, desto eher kommt es zudem zu Hitzestress und Sauerstoffmangel bei den Fischen und damit zum Fischsterben. Die aktuelle Hitzewelle ist nicht die erste in jüngerer Zeit. Vielleicht erinnert ihr euch noch an den Juni 2023, der war schon enorm warm, oder der August 2024. Entsprechend haben wir schon etwas Erfahrung mit Hitzewellen und Präventions- und Hilfsangebote geschaffen, die sich vor allem an jene Menschen richten, die Mühe haben mit der Hitze oder vor der Hitze geschützt werden sollten. In diversen Städten gibt es beispielsweise ein sogenanntes Hitzetelefon, bei dem man um Rat suchen oder sich für einen Rückruf an Hitzetagen anmelden kann. Kriens hat gerade angekündigt, dass man auch in diesem Sommer einen solchen Service anbieten wolle. Bern will in diesen Tagen nachziehen. Michael Kirschner von der Fachkommission für Altersfragen in Bern erklärt auf Anfrage von SRF, dass ein solches Hitzetelefon gerade älteren Menschen nützen könne. Das ist bei einigen Menschen über 75, aber bei vielen dann über 85. Andere Wahrnehmung von Hitzebelastung, auch in der Regulierung der Körpertemperatur. Sie werden oft Menschen, auch noch ältere Menschen, bei Hitzeperioden sehr warm angezogen an Bushaltestellen treffen, weil das genau die Situation ist, wie ich sie beschrieben habe. Aber es betrifft auch insbesondere Menschen mit psychologischen, körperlichen Beeinträchtigungen. Und da denkt man natürlich in allererster Linie an Menschen mit Demenz. Übrigens, gerade diese Woche wurde bekannt, dass man auch Fische besser vor Hitze schützen möchte, indem diverse Forschungsanstalten zusammen ein Hitzevorhersagesystem entwickeln. Das wiederum würde helfen, entsprechende präventive Maßnahmen umzusetzen. Das aktuelle Beispiel wäre hier der Kanton Thurgau.
Dort steht im Amtsblatt von heute Freitag, dass ein sogenanntes Verbot für Wasserentnahme für Oberflächengewässer besteht. Damit soll unter anderem verhindert werden, dass die Flüsse noch weniger Wasser führen und sich so noch schneller erwärmen. Also je früher man Hitzewellen voraussagen kann, desto besser kann man sich folglich darauf vorbereiten. Aber was des einen leidet, heißt es ja so schön, ist des anderen freut. Denn in den Bergregionen, da klingeln die Kassen. Gut, touristisch gesehen profitieren natürlich Bergregionen wie Graubünden, wenn es einen warmen oder sogar einen heißen Sommer gibt. Weil das ist klar, oder? Die Leute suchen natürlich die Abkühlung in den Bergen, indem man in die Höhe geht, ans Wasser oder in eine von diesen vielen Seitentäler. Also man merkt schon, da geht man gerne in die Berge, wenn es heiß oder warm ist im Tal. Sagt Luzi Bürkli von Graubünden Ferien heute auf unsere Anfrage. Die Buchungen für den Sommer, die sind allgemein extrem kurzfristig. Man ist sehr spontan in der Ferienplanung geworden. Man achtet sehr auf das Wetter. Aber jetzt gerade auf das Wochenende hier rechnen wir schon, dass es sehr viele Tagesgäste gibt, die einen Ausflug in die Berge machen. Nicht nur die kühleren und höheren Regionen wie etwa das Graubünden, auch das Wallis oder der Jura dürften profitieren. Aber natürlich auch das Public Viewing, denn die WM zieht die Menschen vor die Bildschirme und bei schönem Wetter darf das ja gerne auch mal draußen sein. Dass Buddies und Klasse besonders gefragt sind, haben wir ja schon gesagt. Spätestens aber, wenn man dann abends daheim ist, in der aufgeheizten Wohnung, dann sucht man nach Abkühlung. Und hier wiederum profitieren die Detailhändler, denn der Verkauf von Kühlgeräten, der hat in den vergangenen Tagen bei vielen deutlich angezogen. Wir haben bei Digitec Galaxus nachgefragt. Also der Verkauf von Klimaanlagen ist in den letzten Tagen schon deutlich nach oben gegangen. Das kann man in den Zahlen sehen. Wenn man auf den 15. Juni schaut zum Beispiel, dann ist der Verkauf schon 50% über dem Vortag. Das ist schon sehr ungewöhnlich und hoch. Und in den letzten Tagen ist es auch konstant so hoch geblieben. Sagt Daniel Borcher von Digitec Galaxus. Und da es heiß bleibt, in den kommenden Tagen wird auch die Nachfrage hoch bleiben. So hoch, dass gewisse Modelle schon etwas knapp sind. Bei den Topsellern wird es teilweise schon knapp. Da ist es schon teilweise schwierig, dann an Ware zu kommen. Wir bemühen uns natürlich immer schnell um Ersatzprodukte. Es wird also heiß bleiben. Sehr heiß. Diverse Medien spekulieren darum schon, ob der Hitzerekord für den Juni fallen könnte. Derzeit liegt der bei 36,9 Grad. Sind die 37 Grad also bereits in Sichtweite? Gaudenz Fruri von SRF Meteo. Die ist absolut in Sichtweite. Wir sprechen hier von Rekordwerten für den Juni. Also die 37 Grad zum Beispiel in Basel, Genf oder im Rhonetal sind durchaus im Bereich des Möglichen. Und was heißt das jetzt für den Rest des Sommers, also für die Monate Juli, August? Kann man aus dieser Hitzewelle schon etwas ablesen? Zum Glück nicht, würde ich mal sagen. Es ist durchaus möglich, dass Juli und August etwas kühler ausfallen werden. Theoretisch sind die extrem trockenen Böden, die wir in den nächsten Tagen bekommen werden, eine Möglichkeit, dass die nächste Hitzewelle sich auch wieder gut ausbilden kann. Wenn es aber 2 Wochen regnet, dann sind die trockenen Böden Geschichte und dann hat diese Hitzewelle keinen Einfluss mehr auf den Rest des Sommers. Das war's von News Plus. Übrigens, wer jetzt auf einen kühlenden Regen hofft, der sollte vor allem auf heute Abend hoffen. Heute ist eigentlich fürs Flachland noch die einzige Chance, dass es ein bisschen verbreiteter ein Gewitter geben könnte. Danach sehen wir für mehrere Tage kaum eine Chance auf ein kühlendes Gewitter. Verantwortlich heute Lea Sager, Mitarbeit Martina Koch. Mein Name Salvador Atassoy. Das war ein Podcast von SRF. Produziert im Auftrag der SRG.